Ein Berliner Koch auf Abwägen. Eigentlich soll er mitten in Bangkok ein deftig deutsches Menü für 1500 Leute organisieren. Doch auf seiner kulinarischen Expedition verbrennt er sich erst einmal die Zunge. Scharf? Scharf? Ja. Das ist zu scharf, das kriege ich nie aufgegessen. Da habe ich überhaupt keinen Geschmack mehr im Mund. Wird er es schaffen, die Thailänder mit bayerischen Rezepten zu begeistern? 3 Tage zuvor. Normalerweise arbeitet Leander Röhrding-Feldboom als Küchenchef des Berliner Hilton Hotels. Jetzt fliegt er knapp 9000 Kilometer weit auf die andere Seite der Welt, um ausgerechnet ein bayerisches Bierfest zu organisieren. Die schwierigsten Herausforderungen werden wahrscheinlich sein, erstmal die typisch deutschen Gerichte zu bekommen und auch vielleicht in den Massen. Also wir brauchen auch schon einiges an Würsten, einiges an Sauerkraut, einiges an Grillhaxen. Ich bin schon echt ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie es sein wird. Das ist Leanders Ziel. Das Millennium Hilton Hotel liegt direkt am Chao Phraya-Fluss mitten in Bangkok. Weil es im Oktober so viel regnet, findet das Oktoberfest hier erst im November statt. Alex Schöll, der sogenannte Food and Beverage Manager, soll die Biersause organisieren. 1500 Menschen werden erwartet, darunter auch Botschafter und andere Ehrengäste. Da darf nichts schiefgehen. Es ist alles organisiert, aber es kommt im Grunde genommen immer kurzfristig irgendeine kleine Komplikation oder eine größere Komplikation. Man bestellt 120 Bierbänke, man bekommt dann plötzlich nur 90. Der Lastwagen mit den Bierbänken bleibt unterwegs liegen, der Motor geht in Flammen auf, hatten wir alles schon. Das ist die Bangkok-Unbekannte, der Bangkok-Faktor. Nach 13 Stunden Reise erreicht Leander sein Ziel. Noch 2,5 Tage, dann muss das bayerische Schmankerl-Menü fertig sein. Alex nimmt ihn in Empfang. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Berliner Tagen. Leander, wir fahren jetzt mit unserem Außenaufzug, der verglast ist, nach oben in die 32. Etage. Jetzt geht es auf 132 Meter Höhe in Schrittgeschwindigkeit. Aber nichts für Leute, die Höhenangst haben, ne? Höhenangst ist hier eher nicht gut. Das Hotel ist gewaltig. Es gibt 543 Zimmer, dazu 78 Luxussuiten. Ein Doppelzimmer kostet rund 120 € pro Nacht. Mehr als 600 Angestellte arbeiten hier, aber nur einer weiß, wie man bayerisch kocht. Wenn ich daran denke, dass ich jetzt unten in der Küche schwitzen darf. Ja, wir haben schließlich das größte Oktoberfest der Stadt. Also besser zurück in die Küche. Ja, lass uns Gas geben. Es gibt viel zu tun. Doch Leanders erster Weg am nächsten Tag führt ihn noch nicht in die Küche, sondern in die Innenstadt von Bangkok. Auf dem Einkaufszettel stehen vor allem Fleisch und Wurst. Ja, aber von welchen Mengen reden wir eigentlich hier? Ich meine, wir sind ja in Thailand und die essen ja alle sehr schlank. Thais essen im Gegensatz zu Deutschen, sage ich mal, den ganzen Tag. Du siehst es ja auch hier an den Straßen, die ganzen Stände, überall, die diese ja. Snacks und exotischen Speisen anbieten, sind ja 24 Stunden in Betrieb. Also eine halbe Haxe pro Gast und ein halbes Hähnchen pro Gast, das ist auf jeden Fall ist drin. Hätte ich nicht gedacht. Auf dem Samyan-Markt gibt es praktisch alles, was Thailänder essen mögen. Leander und Alex wagen den Schritt in eine fremde Welt. Was sie zu sehen bekommen, sieht nicht immer appetitlich aus und erfüllt auch nicht unbedingt deutsche Hygienestandards. Eier in verschiedenen Variationen. Echt, müssen die hier nicht gekühlt sein oder sowas? Oder? Was sind das für Eier, was die so unterschiedlich sind? Das sind also Hühnereier und das sind Enteneier. Und das hier? Century Eggs. Was ist das? Ja, 100 Jahre alte Eier. 100-jährige Eier kommen eigentlich aus China. Sie werden für mehrere Monate in einem Brei aus Holzkohle, Kalk, Salz und Asche eingelegt. Das sieht doch sehr interessant aus. Schau dir das Ei an. Einmal reinbeißen. Einmal Ist das reinbeißen. gesund? Is it healthy? Is it... Solltest du unbedingt probieren. Ich kenne die. Ich kenn's. Okay, I try. I have to. Schmeckt? Wie ein normales Ei. Normales Ei. Nur die Farbe ist etwas unnormal. Ne? Kannst du schwarzes Rührei machen. Aber es kommt mir nicht auf den Frühstückstisch. Also, Nee? Nee, also es schmeckt schon intensiv nach Ei. Aber ich hätte gedacht, es schmeckt ekliger. Ein paar Meter weiter finden Leander und Alex endlich Stände mit Fleisch.
Die Ware hängt bei 30 Grad am Haken. Das Thema Kühlung spielt hier offenbar keine Rolle. Aber immerhin, es gibt Schweinehaxen. Ja, da sind sie doch. Und dann müssten wir hier normalerweise so. Aber die sehen schon recht. Ich weiß nicht, ob das die Qualität ist, die wir brauchen, um ganz ehrlich zu sein. Das sieht schon Die recht. machen nicht mehr den frischesten Eindruck. Nee. Alles schon ein bisschen grau, ein bisschen angelaufen. Absolut. Ja, aber die können wir nicht nehmen. Das Fleisch sieht fast schon verdorben aus. Auf diesem Markt hat Leander nicht das gefunden, was er für sein Oktoberfest braucht. Die Suche geht weiter in den Straßen von Bangkok, der Stadt der 1000 Gerüche und Geschmäcker, wo an jeder Ecke eine fahrende Garküche ihre selbstgemachten Delikatessen anpreist. Also hier finden wir bestimmt kein Sauerkraut. Nee, Sauerkraut ist hier mal ganz raus. Aber Leander, Das ist also ein typischer Teil. du solltest wirklich mal eine ganz berühmte Spezialität Thailands probieren, Ja. den Papayasalat. Som Tam, also thailändischer Papayasalat, wird in einem großen Mörser zubereitet. Was macht sie da rein? Knoblauch? So musst du dann auch mal kochen. Schau es dir genau an. Was? How many? Hast du gesehen, wie viel Chili die da reinhaut? Ja, thailändische Küche ist scharf. Nachdem ich gesehen habe, was sie da an Chili reingehauen hat. Bleib doch ganz ruhig. Aber okay. Bist du so nervös? Thai-Küche ist scharf. Som Tam ist eine Art thailändisches Nationalgericht. An diesem Imbiss soll er besonders gut sein. Viele Hotelangestellte essen hier. Scharf? Ja. Sehr scharf. Alter Schwede. Also die Thai-Küche ist für ihre Schärfe ja bekannt. Wenn man hier die ganzen Chilikörner sieht, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie die sich im Mund entfalten. Das ist zu scharf, das kriege ich nie aufgegessen. Da habe ich überhaupt keinen Geschmack mehr im Mund. Eine Stunde später zurück im Hotel. Köche backen schon das Brot fürs Bierfest. Leander muss jetzt erstmal ran an den Nudelteig. 50 Kilo Spätzle will er produzieren. Das erste Problem, es gibt 2 Mehlsorten. Das Cake-Mehl ist mehr für Biskuit und für softe Sachen. Und das Brotmehl ist mehr fürs Brot oder für Kruste, weil es härter ist und es mehr Gluten hat. Ich musste so ein bisschen mischen, um da die richtige Form zu kriegen. Weil normal haben wir in Deutschland dieses 405er, das alltägliche Mehl. Und hier muss ich halt mal gucken, ja, ob es hinhaut. Leander entscheidet sich für 5 Kilo Brot und 5 Kilo Kuchenmehl. Dazu Eier, Muskat, Salz, Pfeffer und Wasser. Ein einfaches Rezept. Aber ob die Mehlmischung stimmt, wird Leander erst später merken. Dann das nächste Problem. Es gibt kein Spätzlebrett. Holz ist in dieser Küche verboten. Leander versucht es mit einem groben Schneidbrett aus Plastik. Wie heißt es so schön? Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Doch gerade als Leander den Thais beibringen will, wie man Spätzle schabt, muss er schon wieder umdisponieren. Das Problem ist einfach, dass wir unten, das brennt an. Das bleibt am Topf kleben. Plastik und Hitze, das passt nicht. Deshalb müssen wir ein bisschen tricksen. Also nichts mit Schaben, sondern rein mit dem Teig in eine Nudelpresse. Was allerdings dort unten herauskommt, sieht eher nach Gnocchi aus als nach Spätzle. Ja, die sind jetzt noch nicht so, wie ich wollte. Da sieht man, das sind eher so kleine Klümpchen geworden. Also das sind noch keine Spätzle. Der Teig ist plötzlich viel zu zäh. Das fremde Mehl hat nachgezogen. Leander muss den Teig verdünnen und kann dann endlich beginnen mit seinem Spätzle-Unterricht. You can make a whole Davon kannst du jetzt einen großen Topf machen. See you tomorrow. Bis morgen. Leander muss weiter, und zwar nach Hua Hin, südlich von Bangkok. Hier hat er sich mit dem Metzger Karl Otto Kochhäuser verabredet. Der verließ vor 3 Jahren die Heimat, um mit seiner thailändischen Frau eine original deutsche Fleischerei aufzubauen. Wir sind ja hier in der glücklichen Lage und haben super Schweinefleisch hier in Thailand. Also das ist teilweise
für meinen Geschmack ist es besser wie in Deutschland. Ja? Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Schweine haben hier mehr Zeit. Die sind ausgereifter. Ich muss mich zum Beispiel erstmal wieder daran gewöhnen, dass ein Schwein auch wieder nach Schwein riecht. Karl Otto hat seine deutschen Maschinen mitgebracht, um hier nach Originalrezepten Fleisch- und Wurstwaren herzustellen. Leander ist gespannt, ob die Produkte seinen Oktoberfest-Ansprüchen genügen. Was ist typischer deutscher Geschmack? Sie muss knackig sein, sie darf nicht überwürzt sein, sie muss gut geraucht sein, sie muss einfach ein angenehmes Feeling im Mund haben, guten Geruch haben, sie muss diesen Knack, diesen Biss haben. Es wird spannend, die Verkostung beginnt. Der Leberkäse macht den Anfang. Ja, sieht schon gut aus. Ja, super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut ist. Der ist ja wirklich Hat gute Konsistenz, ne? eine gute Konsistenz, hat einen schönen Geschmack. Was ist da drin? Majoran oder was ist da drin? Oder? Ich habe frische Petersilie genommen. Nacheinander probiert Leander Karl Ottos gesamte Wurstpalette und kommt zu einem eindeutigen Urteil. Hier merkt man einfach, dass mit Liebe was gemacht wurde. Der Geschmack ist gut, der Biss ist gut. Die Gewürze sind gut ausgewählt, ob mit Petersilie, Majoran oder hier mit der frischen Paprika drin. Das schmeckt einfach authentisch und es schmeckt einfach wie von unserem Metzger. Sogar Sauerkraut importiert Karl Otto aus Deutschland. Leander bestellt eine halbe Tonne Wurstwaren sowie 40 Kilo Sauerkraut. Lieferung am nächsten Morgen. Leander ist ein Stein vom Herzen gefallen. Auf der Rückfahrt zum Hotel gönnt er sich eine Intensivdosis Bangkok-Feeling. Die Fahrt im Tuk-Tuk. Mehr als 10 Millionen Menschen leben in der thailändischen Hauptstadt. Auf den Straßen herrscht ein ständiges Verkehrschaos. Nichts für schwache Nerven. Das ist echt nochmal eine andere Welt, wenn man hier mit dem Tuk-Tuk fährt. Das ist nochmal anders, als wenn man im Auto ist. Das ist total laut, die Luft ist schlecht. Das ist irre. Das ist Bangkok live. Am nächsten Morgen, noch 8 Stunden, bis die Gäste kommen. Leander hat eine Verabredung mit dem Hoteldirektor. Thomas Höborn stammt aus Franken und sein ganzer Stolz ist der Cheese Room. Hier lagern fast 50 Sorten außergewöhnliche Käsesorten im Wert von mehreren tausend Euro. Höborn lässt sie jede Woche frisch einfliegen. Das ist aber eine herrliche Herausforderung für dich jetzt, oder? Ja, ich Jetzt weiß. zum Oktoberfest müssen wir noch sogar ein bisschen besser sein. Wie wollen wir das machen? Ich weiß gar nicht, ob mein Oberst da hier dann überhaupt Platz findet. Da muss ich mir richtig Gas geben, dass der überhaupt hier... Ja. Ein normaler Oberster, der macht's nicht. Ja? Der muss also schon richtig cremig, richtig gut frisch sein. Ne? Ja, kleine Herausforderung. Oberster, das ist der bayerische Streichkäse, der auf keinem Oktoberfest fehlen darf. Heute Abend soll er im Cheese Room präsentiert werden. Das Rezept ist eigentlich simpel. Camembert, Zwiebeln, Schnittlauch, Sahne und Paprikapulver miteinander vermischen. Natürlich in der richtigen Dosis. Paprika, yes, it's sure. Paprika. Das ist der... Ich treffe hier immer auf scharfe Sachen. Das ist der scharfe Paprika. Nicht der milde, den wir haben, sondern der ist wieder... Jetzt hoffe ich mal nicht, dass ich zu viel genommen habe. Doch es ist schon zu spät. Okay, my something paprika. Ja, ist zu spicy, ja? Irgendwie verfolgt mich die Schärfe hier in Thailand. Weil das Problem ist, wenn die Thais was probieren, für die kann das ja nicht scharf genug sein. Leander muss wieder improvisieren. Mehr Camembert, mehr Sahne und eine Prise Hoffnung. Ich habe echt die Hoffnung, dass der General Manager, der Direktor, auch schon so eine thailändische Zunge hat, die es etwas schärfer mag. Dann schmeckt das nicht, dass da ein bisschen mehr Schärfe drin ist als normal. Na, mal gucken. Noch ein Foto fürs Privatalbum. Und während der Spätzlekoch zu dicke Exemplare aussortiert, geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Speisesaal und Terrasse verwandeln sich in Windeseile in eine Art Designer-Biergarten. Auch das Personal muss sich verkleiden.
In der Küche herrscht Hochbetrieb. Karl Ottos Wurstwaren werden hier zu kalten Platten angerichtet. Leander eilt von Baustelle zu Baustelle. Nicht alles läuft ganz glatt. So langsam schleichen sich immer noch ein paar kleine Fehler ein, wie zum Beispiel die Reibekuchen da. Das haben die dann doch so verstanden. Wir haben also einen großen Reibekuchen gemacht und die natürlich fein, wie sie sind, immer schön ausgestochen. Und jetzt kommt der Deutsche daher und macht einfach so und sagt, ich brauche die in der Größe. Und ein bisschen dunkler, aber okay. Und da war das noch ganz witzig, dass sie alle Würstchen angegrillt haben. Wiener, Weißwurst. Weil die wissen ja nicht, was gekocht wird. Die wussten halt nicht, was mit den Würsten anfangen sollen. Also schmeißen die erstmal alles auf den Grill. Dann bittet der Hoteldirektor Leander noch einmal in das Käsezimmer. Er hat nicht vergessen, dass er den Obersten verkosten wollte, den mit dem unfreiwilligen Schärfetouch. Ich meine, es ist ja nicht leicht, unser Käsebuffet zu schlagen. Ne? Nee, deswegen. Ich musste auch ganz schön in die Trickkiste greifen. Aber ich sag das ist sagenhaft. Ja. Echt? Passt, Der ja? ist sagenhaft. Ja. Der ist schön cremig, hat aber ein bisschen die Schärfe drin in dem Camembert. Also ganz Kümmel toll. schmeckt man auch ein bisschen Jawohl. raus. Das Einzige, was du brauchst noch dazu, ist ein Bier jetzt. 18 Uhr, die ersten Gäste sind da. Das Essen steht bereit. Mit Karl Ottos Leberkäse und sogar mit richtigen Schweinshaxen, die hat ein Großhändler doch noch gekühlt geliefert. Rund 30 € haben die Oktoberfestgäste für das Buffet bezahlt. Bleibt die Frage, ob es auch so schmeckt wie auf der Wiesn. Nach langer Zeit mal wieder deutsches Essen, war gut. Ich weiß jetzt nicht, wer das gekocht hat, aber es schmeckt sehr gut. Ich habe Würstchen gegessen und das hier Spätzle und Knödel und original Sauerkraut und so weiter. Schmeckt original wie aus Bavaria. Auch das Original Oktoberfestbier mundet bestens. Trotz des stolzen Preises von 5 € für den halben Liter. Ja, mittlerweile fühle ich mich ein bisschen erleichtert. Man sieht ja, die Party ist im vollen Gange. Das Essen war sehr gut. Sicherlich hätte man noch hier so ein bisschen krossere Röstis gewünscht teilweise. Die Würste waren am Anfang noch ein bisschen schwarz. Aber im Großen und Ganzen war es eine super Party. Fotoapparate sind nicht mehr